sucht ein Periskop die Umgebung ab. Es ziehen an ihm vorbei ein Zirkus, exotische Orchester, ein Sturm im Wasserglas, ein Bandoneon, Kreisdänze, Rastafari, Kämpfe um 7 Uhr morgens am Zürcher Hauptbahnhof. Ein armer jiddischer Zigarettenverkäufer. Eine Grillparty in einem Schrebergarten. In einem Geheimzimmer des Schiffs wird alles registriert, verarbeitet und irgendwann landet es auf der Bühne. Ozeane überquert, am Südpol-Pinguin observiert. Ich bin mit Beduinen die ganze Sahara durchmarschiert. Ich hab's mögelt mit Chinesen, geschuttet mit den Libanesen und mit einer Gruppe Sherpas durch Mount Everest avisiert. Haben viele schöne Sachen gesehen, aber auch viel mieses Zeug. Haben gemerkt, alle nicht suchen, aber nur wenige finden das Glück. Ja, es gibt Mengs zum Entdecken, aber so lang oberkreizt. Aber trotzdem muss ich sagen, es gibt keinen Ort, wo mich so reizt. Wie ist das? In Zürich Oberland ist Kinderland. Man ist das nie mehr auseinander. Unser Zentrum zeigt zwar nur eine beschränkte Aktivität. Und unsere Bahnhofstraße ist schon kein Publikumsmagnet. Dafür bleiben wir verschont vor Anonymität. Sogar mit Mikro und Mikro wird noch miteinander geredet. Die allermeisten Geschäfte finden rege Austausch statt. Wie wird's Wetter, wann ist Regen, wo ist Osterhausrabatt? Wer wird geschieden, wer ist süchtig, wer bankrott, wer ist krank? Wer sind besser informiert als ein Kripo oder der Bank? In Zürich Oberland ist der Berg. Wer ist das nicht mehr gesehen? Kulinarisch sind wir bis in Hintergoldigen bekannt. Unsere Rösti-Qualität wird samt anerkannt. Im Grietli auf der Welt kriegst du den besten Kaffee, Lutz für frisches Gemüse. Haben wir noch 2 Bauern und der Heimatschutz. Ganz Sicht auf unsere Kiele. Das tue ich jedes Mal. Mit der goldigen Wetterfahne ist sie wirklich ganz ergraut. Es ist nicht der Eiffelturm und nicht der Turm von Pisa. Nicht hast recht, aber dafür steht sie schon seit 700 Jahren senkrecht. In Nidar, in Zürich Oberland ist Kinderland. Wer ist das nie mehr gesehen? Er hat so gesehen, wie sie zusammen stark zwischen diesen beiden und so hat so angefangen, ein bisschen Bemerkungen zu machen, aber dann war es Katastrophe gewesen. Also sie hat nur Russisch und Englisch können und er hat nur Französisch können. Und er hat es zwar versucht, das schnell aufzugeben und dann sind sie beide ein bisschen traurig da umeinander rumgehockt und dann habe ich gefunden. Jetzt ist die Zeit für meinen guten Tat vom Tag und dann habe ich angefangen zu übersetzen.
So, ein anderer Beruf bin ich halt noch Sprachunterricht und so. Dann habe ich das so schön gemacht, so mit vielen Strukturen und schönen Adjektiven und so. Und alles romantisch tönt und so. Ja, es hat gegeben, immer mehr zwischen diesen beiden. Und irgendwann wird mir das mal müde natürlich. Dann haben sie den Korridor geschickt, jetzt schaue ich dir selber mal weiter. Es ist wahrscheinlich nicht mehr um Wörter gegangen. Also ich weiß nicht ganz, wie es ausgegangen ist, aber auf jeden Fall hat es ein Lied gegeben, das heisst Cyrano. So, Cyrano ist der also französische Literatur mit der langen Nase, so wie Liebesbriefe geschrieben hat für jemanden, der schöner war als er. Und aber nicht so gut hat schreiben. Okay. 1, 2, 3, 4. Elle était plutôt charmante, sans faire femme fatale. Un peu tendue mais ravissante, dans la lumière matinale. Il était plutôt musculaire, visage grec, le corps vital. Bien soigné que militaire, éteint méridional. Il a m'aimé depuis un bon moment, à l'observer du coin des yeux. Puis ça y est, le prince charmant y offre du feu. Et à moi, dans leur compartiment, je me plonge dans les nouvelles jours, en modeste figurant, pour les laisser à leur roman d'amour. Mais lorsqu'il dit tas de beaux yeux, l'heureux élan se brise, quand un regard malheureux, arrêtant, in English please, il essaie de tout son cœur. You have jolly eyes. I love sport and I have it in nice. Haben wir ja nicht nur ein einfaches Konzert, sondern wir sind ja hier zum Feiern. Wir haben einen Schatz ausgegraben. Oder besser gesagt, gehoben aus den Tiefen vom Meer. Und wie ihr alle wisst, es hat keine Goldmünzen drin gehabt. Aber etwas ganz anderes, ganz Spezielles gehört. Bitte. Es hat zu trinken drin gehabt. Das ist auch immer sehr willkommen bei uns. Nomen ist Omen. Das Trinken wird immer besser. Whisky breton. Bien multiculturel déjà. So ein Whisky aus der Bretagne. Ein Raki. Ein Raki. Das ist ein Belgier. Das ist ein Schnaps. Das ist zwar nicht mehr viel drin. Wer hätte den auch getrunken? Ja. Das Glas gibt's auch. Oh, das Glas ist... Ja, wieso braucht man Gläser? Flaschen eigentlich nicht? Nein, wach. Sag mal, was gibt's. Also, wenn wir zuerst mal ein bisschen bretonisch, keltisch, irisches. Dann immer besser.
Und der Schnaps. Ja, ja. Moment. Ich finde, das geht gut. Ja, gut, dann sind wir parat. Es gibt nämlich noch etwas drin. Ganz zufälligerweise. Und das Dampfbecken. So, kann ich das mal heben? Das können wir aber offiziell einweihen, unsere multikulturelle CD. Im Namen des, ich weiss Band. Das ist der Band, der Name der Band. Periscope.